Ich habe mit Drogen so mit 14, 15 Jahren angefangen. Ich lebe auf der Straße seit ungefähr 3 Monaten. Also ich kann jetzt nicht unterscheiden zwischen, ob ich jetzt am Schlafen oder wach bin. Der Mann ist 18, obdachlos und heroinabhängig. Er erzählt uns, wie es dazu gekommen ist und wie es ihm heute geht. Ich musste öfters das Heim wechseln, meine ganze Schulzeit lang. Auch zwischendrin bin ich öfters in Kliniken, geschlossenen und Timeouts. Die ersten Drogenerfahrungen sind im Heim. Ich habe mit Drogen so mit 14, 15 Jahren angefangen. In dieser Zeit hat der Main auch schlechte Trips erlebt. Die Konsequenzen von so einem spürt er bis heute. Ich hatte gestrecktes Weed und MD-Pillen mit LSD-Töpfen. Also das gestreckte Weed war mit synthetisch gestreckt. Und bin zuerst 20 Mal ohnmächtig geworden ungefähr. Dann haben sich Gesichter verändert und ich hatte einen Filmriss. Ich war immer noch auf dem Bett am Hocken bei meinem Kollegen daheim. Aber meine Sicht war so, dass ich draussen auf der Straße zum Beispiel war oder Filmriss, ich hocke im Spital oder Filmriss, obwohl das eigentlich gar nicht passiert ist. Und ja, seitdem habe ich eine Derealisationsstörung. Ja. Also ich kann jetzt nicht unterscheiden zwischen, ob ich jetzt am Schlafen oder wach bin. Alles ist so 2D und es ist wie so, als würde man träumen quasi. Durchgehend so seit 2 Jahren, ja, 24/7. Bald darauf erzählte Main, sei er an einem Punkt gewesen, an dem ihm alles egal sei. Jemand aus dem Umfeld hat ihm Heroin angeboten und er hat es ausprobiert. Es hat mich alles vergessen lassen. Ich habe mich wirklich wie ein Geist gefühlt quasi. Es hat mich jede Sorge dort in dem Moment vergessen lassen. Mit der Zeit ist das immer mehr abgeschwächt und man hat immer mehr gebraucht bis dahin. Und jetzt mittlerweile, als ich in die Sucht gefallen bin, schon seit längerem gespürt, ich habe nichts mehr davon. Es ist einfach nur noch ein Nein, damit ich nicht entzügig werde. Die Situation für den Main hat sich immer mehr verschlimmert. Er ist in eine Abhängigkeit abgedriftet und hat extrem viel verloren. Ich lebe auf der Straße seit ungefähr 3 Monaten. Ich bin aus dem Entzug geflogen, konnte dann ein paar Nächte bei den Kollegen übernachten. Dort war ich noch clean. Als ich dann die erste Nacht auf der Straße war, also ich habe bis um 3 Uhr morgens bei McDonald's geschlafen und nachher vorne draußen. Und ja, so etwa die 3., 4. Nacht auf der Straße, auf einem Betonboden, dann habe ich wieder angefangen zu konsumieren, weil es mir wieder alles egal war. Und dann bin ich rückfällig geworden. Ja. Und ich habe selber gemerkt, so geht das nicht so. Und so bin ich dann auf die Substitution gekommen. Der Main ist in einem Substitutionsprogramm und kommt Diafin als Heroinersatz über. Er bezieht Geld vom Sozialamt. Früher musste er betteln. Wie war das für dich, als du betteln? Ist dir das schwer gefallen? Oder ist das ja, sehr schwer. Aber ich bin meistens dann auf Entzug und ich habe dann einfach nur im Kopf gehabt, ich muss irgendwie den Entzug wegbekommen und so. Und habe ich halt einfach mir gedacht, Augen zu tun. So. Wie fühlt sich das an, auf Entzug zu sein? Einem wird die ganze Zeit trümmelig, man hat Kaltschweiß die ganze Zeit. Also, riesen Kopfschmerzen. Also ich bin auch schon ohnmächtig geworden und ja, einfach alles tut einem vor allem weh. Ich habe auch schon öfters mich dann übergeben und also wirklich, es ist Horror. Ich lebe in der Notschlafstelle momentan. Da muss ich am 8 Uhr aufstehen, um 8:30 Uhr raus. Dann bin ich meistens den Tag durch am Hauptbahnhof und schlage da meine Zeit eigentlich durch, bis ich am Abend wieder in die Notschlafstelle kann. Der Main ist der grösste Teil des Tages draussen, was teilweise auch sehr gefährlich kann sein kann. Letztens bin ich von 5 Leuten sind alle zusammen auf mich losgegangen und haben mich ausgenommen. Ja, und sie sind zufälligerweise dort gewesen. Und ja, haben mir das ganze Gesicht, einen halben Zahn von der Innenseite aufgeschlagen und das ganze Gesicht blutig geschlagen. Das ist erst gerade vor kurzem. Ja. Ist manchmal einsam? Ja, definitiv. Der Main hat gesagt, er hat sich bei uns gemeldet, um andere zu warnen. Aufzeigen, was die Gefahren sind an einem Konsum. Mich hat es jetzt auf die Straße gebracht, also dass die Leute nicht anfangen, also den gleichen Fehler machen wie ich. Genau. Ja.
Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten erfährt Maine, dass er in ein betreutes Wohnen ziehen kann. Sein Ziel ist es, dort zur Ruhe zu kommen und zu einem späteren Zeitpunkt einen Entzug zu machen.